Essgesinntheit. Shalom Aleichem. Ich bin Sura Rochel Schechter. En ik ben Yves Jochneritz. Seid begrüßt in unser Kochprogramm Essgesinntheit. Hayur ist Nifte geworden, die beliebte Aktrice Shifra Lehrer. Und zum Glück haben wir gefunden an Oize. Shoshana Volkovich, ihr Mitarbeiter fast 8 Jahren, hat gefunden eine Sammlung von ihren beliebtesten Rezepten. Und wir beschlossen, heute wir machen 2 von sie. Shifra Lehrer ist gewesen eine Aktrice, eine Sängerin, eine Tänzerin, eine Klautur, eine lichtige Persönlichkeit. Sie fällt uns stark aus. Ja, sie ist geboren geworden in Argentinien, gerät ein prächtigen Jiddisch, was sie selten zu gefunden haben im jiddischen Theater. Gut, ich will machen einen Österreicher Äppelkegel von Shifras Sammlung. Gut, und ich will machen einen vegetarischen gehackten Leber. Lassen wir unheben mit dem, weil wir haben eine Sachzibbeliste zu schneiden. Ja. Das heißt, geht helfen mir. Ja. Als man schneidet auf Zibbelis, schneidet man auf früher den Zopfenpolus und den Dornpolus. Und man schneidet auch durch die Polusen, nicht durch den Äquator. Und nach dem Räfflech und nach dem Stücklech. Gut, dass wir geendigt zu schneiden die Zibbel ist, jetzt können wir es so prägeln auf dem Feuer. Und man muss das kochen also in 15-20 Minuten, bis sie wird ein bisschen braun bei den Seiten. Shifra Lehrer ist geboren in Buenos Aires, Argentinien. Sie gewesen eine Tango-Tänzerin und eine Tango-Sängerke. Und jetzt dort habe ich angetan die Tango Shichalech. Und ich will ein bisschen tanzen mit Shifra, als sie singt Ashod deine Tränen. Wie man sagt, Belas, it takes 2 to tango, ist mein Telefonkiller, mein Shittif. Das ist so. Beide Macholen, was wir gereden und heim, nützen welchen Anis. Und ich habe angehoben, backen welchen Anis in einer Oven auf 350 Grad. Sie backen sich an 15 Minuten. Jetzt haben wir an machen Österreicher Matzekito. Ich habe da 5 Matzes. Das Mal habe ich 3 Weizene Matzes und 2 Spelzene Matzes. Jetzt kann ich nutzen rasebe Matzes, haberne Matzes, was es will. Und ich gehe sie ein bisschen begießen mit kochendicke Wasser. Dus wie ihr seht, Yves zerbröckelt Yves die Masse auf kleine Stückchen. In ein Sieb, in ein Bau, wird sie es begießen mit heißem Wasser. Und das wird es machen als Sache weicher für den Kegel. Begieß die Matzes mit 1 Teppel voller Milch. Und ich lasse sie so einweichen, als ich rede sie die anderen Ingredienten. Jetzt haben wir uns 3 grüne Äpfel. Shifra hat gewollt, wir sollen mit den grünen Äpfel, weil sie sind in Säure und nicht so saftig. Aber der Mann ist gesagt, wollte man das gekonnt machen mit allerlei Äpfel. Lassen wir ihn zu schälen. Wir haben erst geschälte Äpfel, und wie ihr wisst, haben wir ungeheuer zu kompostieren tun können. Das werfen wir es rein im Kompost. Und jetzt schneiden wir auf den Räflach, richtig? Ja, auf den Räflach. Kijk wie gier sie schneit. Kann ich Tina so gier.
Jetzt, da sind wir schon zerschnitten, die Äpfel. Gehe ich sie reinlegen in eine kleine Schüssel. Und ich will sie bespritzen mit ein bisschen Limonensaft. Das ist nicht in dem Rezept. Aber es ist sehr Geschmack und sie wollen bleiben ein bisschen weißer. Ich tue rein 3 Eier. Ein halb Teppel zerlassene Butter. Und ein halb Teppel braune Zucker. Und das mische ich aus mit einer schönen Schlage. Und ich gebe sie 1,5 Löffel oder nur ein Löffel Zimmering. Das mische ich gut aus. Und ich gieße an die schön eingeweckte Matzes. Jetzt mische ich aus die Matzes, die Eier, der Zucker, der Bitter, die Milch. Und ich will euch zugeben ein bisschen Salz auf ein Spitzmesser. Nur ein klein bisschen. Jetzt sie die Äpfel. Drei Viertel Teppel Roschenkes. Goldene Roschenkes. Goldene Roschenkes. Bis dann wird es euch gewinnt, wer geht mit den schwarzen Roschenkes. Und ein Teppel welchen Anis. Die Nis sind schön gitzig gebräunt. Schmecken also gut. Schmecken sehr gut. Ich gehe hacken ein Teppel Nis für einen Kegel und die übrige will ich hacken für einen gehackten Leber. Da habe ich schon gut zerhackt, ein Teppel welchen Anis, gebe ich sie zum Kegel. Den Kegel will ich beschmieren am Becken mit ein bisschen Bitter. Den Kegel in einem Becken. Es passt sich zu perfekt. Das ist. Klingt der richtige Greis. Und von oben will ich das beschieden mit noch ein bisschen Bitter. Das kann kein Mal nicht sein, zu viel. Ja, sie kennen dann zu viel, aber wir wollen nicht unbedingt zu viel hoch. Man darf noch halt sich halten in der Male. Gut, jetzt steht er rein in den Ofen. Gut, jetzt wollen wir mamschig sein mit unserer gehackten Leber, vegetarische gehackte Leber. Wir haben schon ungeprägelt unsere Zwiebeln, wie ihr seht. Sind sie schön, durchsichtig und ein bisschen braun bei den Seiten. Und jetzt wollen wir zerhacken unsere Nis. Das ist 3 Viertel Teppel Nis. Jetzt sind sie schon den ganzen zermahlen. Wollen wir sie rausnehmen von der Speismaschine. Eben mit hier an die anderen Ingredienten. Also wie man Baba pflegt hin, nicht sehr die Hände. Das sagt man, wenn ich kenne, ist das ein Löffel. Das sagt ich. Jetzt werden wir zurück zur neu stellenden Maschine.
Jetzt haben wir ein Pischke von Arbis. Bei uns heißt Arbis grüne Arbis, Sweet Peas. Bei anderen Menschen ist es Chickpeas. Ich meine jetzt die grüne. Ich habe das nicht genutzt von einer Pischke. Ich habe genutzt frische Arbis oder verfreudene. Aber sie hat fertig geschrieben in dem Rezept, dass es von einer Pischke ist. Wir wollen es ziehen, ihr zu lieb. Nachdem sie öffnet die Pischke, wollt ihr ausgießen das Wasser. Das darf nicht sein erzählt im Rezept. Ich sage, geht sie zum Abguss und ich will das durchsippen, durchsippen. Und zu lieb dem, es hat ein bisschen Salz, ein bisschen Zucker in der Pischke, wenn wir es auch durchschwenken mit ein bisschen Wasser. Eide mit zum Mulden der Arbis darf mir aufschälen die harte Eier, was wir im Frühjahr hat aufgekocht. Und wir zerschneiden die harte Eier. Zwei Stückchen und dann legen wir rein in ein wenig. Mit der Hälfte von der gekochten Zwiebeln. Beschuldigt von den Eiern kann man auch kompostieren. Jetzt will ich das Salz in der Schüssel, damit wir so heranquetschen, ein bisschen Limone in Salz und Pfeffer. Man kann schmecken, Genuss. Der Maler von dem Rezept ist, dass die Menschen, die es kennen nicht oder wollen nicht essen kein Fleisch, können auch nur haben wie gehackte Leber. Hat schon ein bisschen an der Tarn. Das ist sehr Geschmack. Jetzt Salz und Pfeffer. Und eine Limone. Eine halbe Limone. Sehr gut, gib mal. Die Limone gibt auch etwas pink mit sie. Jetzt. Lass mich actually give mal kick auf in den Kegel. Der Tag, als es so geht, dort haben wir den vegetarischen gehackten Leber in der österreichischen Äpfelkegel. Schmeckt gut. Ich meine, als Schifferlehrer bin ich sehr stolz zu wissen, dass wir sie gewidmet durch Aufbacken ihrer beliebsten Rezepte. Ich meine, ja, soll sie sein eine Gitterblätterin. Ja, geht. Lass mal versuchen. Ich hoffe, dass wir jetzt alle angehört von unserem Kochprogramm Esst gesunde Heid.